Moin und willkommen zum Minette Mashup! Podcast von Minette UNESCO Biosphere, eine Partnerschaft mit dem IK, CNC und dem MOA. Hallo Ismarin, heute sind wir nächstes Mal mit einer neuen Folge von dem Minette Mashup Podcast. Hallo. Hallo Hanna. Ja, also wir sind heute auf einem neuen Platz, bei Chaos, und wir haben einen spannenden Gast dabei. Wir haben den Daniel Migliosi. Haben ich das richtig ausgeschwärzt? Das ist richtig ausgeschwärzt. Mit Italienisch wird Migliosi ausgeschwärzt. Wenn ich der Migliosi, ich so noch selber Migliosi, das ist kein Problem. Das ist viel mehr schön, wie du es siehst. Ja, merci, dass du gekommen bist. Merci, dass ich gefreut habe. Ich freue mich. Ganz gerne. Ja, wie geht es dir? Ja, alles gut. Also, gut. Ja, wir da so ein bisschen gerot, ein bisschen. Das hat ein bisschen Aufschluss an mich. Wir am Anfang ist alles cool, ja. Alles cool. Cool. Vielleicht fangen wir ganz vom Anfang an. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich an Musik verliebt hast? Mein Papa, den hat schon immer Musik gemacht. Also, den hat für 40 Jahre zu Kindern Musik gegangen. Und ja, mein Bruder hat schon immer Musik gemacht. Mein anderer Bruder hat auch schon Musik gemacht. Meine Schwester hat immer Ballet getanzt, war doch eben Musik zu tun hat. Und meine Mama hat auch im Ballet getanzt. Meine andere Schwester hat ein bisschen Musik gemacht, mir das nie lange durchgezogen. Und ja, mein Papa hat mich immer auf so Musikfeste mitgeholt. Und ja, dann sind ich eben so zur Musik gekommen, ne, wie der eben so war. Und am Anfang hat er gesagt, ja, hier ist ein Trompet. Du gehst immer an den Chor. Wow, okay. Und ich hatte einfach gar keinen Bock, weil mein Bruder hat immer Batterie gespielt. Oh wow, ja. Das. Und ich wollte immer auch Batterie spielen. Und noch im ersten Jahr Trompet durfte ich schon noch an der Batterieschool gehen. Und dann ist natürlich so nicht direkt Batterie mehr, dann muss ich Klang aufhängen. Und dann, ja, dann ist es aber Trompet gehen irgendwie. Weil das hat mir gefordert, weil es so viele Perkussionisten auf der Welt gehen. Ah, okay. Ja. Also du hast am Anfang dann ganz jung, du mal da angefangen. Wie war das schmecken? Also sind an Musikschule gegangen zu Diddling mit 8 oder so. Und dann mit 9 sind ich dann an Trompete gegangen, und mit 10 sind ich dann an Perkussion gegangen. Okay. Genau. Okay. Ja, du hast am Anfang noch angeschwärzt. Also du spielst hauptsächlich Jazz, Trompete. Genau, also schon klassisch angefangen. Also zuletzt, wo ich außerdem so, dass er klassisch anfängt. Du hast nicht mal Jazz, da war immer, mein Papa spielt auch klassisch, also an einer Dorfmusik eben. Du hast nicht viel mit Jazzmusik Hut. Und dann, recht, wo ich an die Liste gekommen sind, dass man Jazz dabei kommen. Ich meine aber noch immer klassisch Trompet, mehr Jazz verletzt, mehr dann, ja, im Moment ist wie gefroht geht. Okay, also wo am Anfang dein Pap den dann gesagt hat, okay, du bist nur Trompete. Ja, also ich habe gesagt, schon als kleinen Kant, wo er schon immer so Musik interessiert. Ich kriege auch an der Spielstelle so eine Batterie geschenkt, so ein kleines Plastik. Ja. Du hast mich mega drin gefreut. Das war so ich war so, geil, die Gläser mit meiner Batterie, das war mega cool. Dann ist ein bisschen Trompete gegangen, das war nicht so flott, mehr. Ja, mit der Zeit, dass das aber kommen, da war ich schon noch wie glücklich mit der Trompete. Ja, das hat dich bestimmt von den anderen dann mehr speziell gemacht, weil, weißt du, sie ist nicht viele Leute machen das. Ja, also ich habe Leute, die Trompete spielen, aber ja, es gibt viele mehr Kanner, die so, ich will gerne etwas schlagen. Ich will gerne etwas kablos. Kann ich auch lieben. Ja, und ich meine, wir haben gelesen, dass du warst auch an den Escher Konservatoire. Ja. Genau. Also am Anfang konnte ich meine Etüden zu Diddling an der Musikschule gemacht. Okay. Weil das wie das Nost war, meine Mama zu Diddling geschafft oder so. Und ich weiß nicht, das ist nicht, wie so kommen. Weil auch die meisten Leute aus der Musik waren dann zu Diddling an der Musikschule. Und dann sind ich auf Setjem auf Bergen Liste gekommen. Und da sind ich dann auf Bergen Konservatoire gewechselt. Und da glaube ich schon noch viel gefördert. Du hast ja doch. Okay. Also zu Diddling hast du ein bisschen mehr, ja, relax. Okay. Und zuerst hast du noch ein Konservatoire, da hast du noch ein bisschen mehr, da werden ja noch übergepusht, also auch überall, wo ich Kammert mag, noch immer gefroht, also, und voilà. Okay. Ja, du kannst vielleicht ein bisschen mehr davon erklären, wie ist das? Du gehst, also, geht du hin an Notschule und wie viele Stunden war das du gefroht? Ja. Ja, also ich bin immer nur der Schule am Konservatoire gegangen, am Anfang Solfège, sind schon ja durchgefallen. Ich hatte die gern. Dann muss ich 3 Jahre Solfège machen, für können am Instrument weiterzugehen, das ist die Pflicht. Und dann 5 Jahre musste man, wenn es nachwärts weitergehen. Dann habe ich die 5 Jahre gemacht, sind die 5 Jahre in der 6 gehen. Weil das dann ein Jahr 2-mal gemacht. Und
ja, dann sind ich eben an den Chor gegangen. Im Trompet habe ich gemacht, Perkussion habe ich noch zu Asch weiter gemacht. Am Anfang, da sind ich an den Piano gegangen. Wie gesagt, Solfeig, dann klassische Harmonie, dann sind ich an Jazz gekommen, Kammermusik, Orchester, Brassband von Konservatoire. Und ja, noch so Ensemble, naja, da, und voilà, genau. Wow, cool. Das heißt, du spielst auch Perkussion, Piano, also spielst du die Sachen noch? Also, ja, aber nicht so wie ich Nicht Trompet so. spielen. Also, Trompet spiele ich schon da. Also, an Piano habe ich eben gemacht, weil Piano ein wichtiges Instrument ist. Also, auch auf der Uni brauchst du Piano oder für Musik zu schreiben, ist Piano mega wichtig. Und das ist nicht leicht, Piano zu können. Dann habe ich mich an Piano geschrieben. Beim Linden, also ein mega fein Prof, die hat mich auch Pummel im Piano begleitet. Und voilà, das sind Schüler gegangen. Problem aus dem Piano, wenn du da nicht brauchst, da brauchst du wirklich Gründe, die zu gehen. Und ich schon absolut nicht gebraucht. Und ja, also für ein paar Noten zu spielen, geht wirklich, also geht durch, dass das, aber ich bin überhaupt kein guter Pianist. Also ich kann eben meine Sachen nicht schreiben, für das geht dann durch, für ein Piano zu sitzen und etwas zu spielen. Das geht dann mehr, also ich kann auch nicht auf dem Blatt da hin spielen, dann wie so ein, nee, das geht so gar nicht. Spitze Pianist. Ja, genau, nee, das ist nicht richtig. Ja, Perkussion kann ich eben, weil ich das, ja, nicht lange gemacht, 6 Jahre, 6, 7 Jahre, ich das gemacht. Das geht an der Musik, spielen ich auch Hans zu Perkussion, wenn dann fehlt oder so. Oder generell, wenn dann gebraucht wird, spiele ich dann nochmal Perkussion. Das geht, das ist auch mir einfach für vom Blatt zu spielen, wie Piano oder so, fand ich persönlich, ja, genau. Daniel, du hast es gerade erwähnt, du bist am Anfang ein richtiger Minator, oder? Kann ich Ja, das so ja. sagen? Ja, also Wandermine, also Du nein, ich war kannst- Starter, ja. Du kannst als Römling, du Genau. bist zuerst warst du am Konservatoire, aber auch zu Diddling. Und wir sind auch zu Diddling. Vielleicht ist da ein schlechten Übergang für kurz kleinen Did you know? Did you know? Did you know? Did you know? Ja, also wir haben Alkeers Mama Did You Know und entweder ist es über Platz oder über diese Gast und das war aber ganz interessant, du fährst über dich, Daniel. Okay. Also als nur Lausterer, wusst ihr, dass den Daniel italienische russische Wurzeln hat? Und er erzählt also mal etwas Kleines darüber. Ja, also, ja, also mein Pap, den kennt eine italienische Familie, für einen italienischen Familiennum. Und ja, also, die aus für also meine Familie ist für 3 Generationen hingekommen, natürlich mit meinem Pap, sein Bob, aus Lützeburg kam. Und weil er den hat dann auch, der Kota noch so, keine Ahnung, ich meine, 8 Kanner. Wow. 8 Kanner und Das sind ja viel. ich meine, also ich weiß nicht ganz genau, weil ich schon die auch eben nicht alle kennenlernen durfte, du musst mein Papa genau fragen. Und das schmeckt war 4 Mädchen und 4 Jungen. Und die 4 Mädchen haben sich alle an Italien, Italienisch bestellt. Die wurden alle an Italien durch. Und die Jungen, die sind alle zu Lützeburg bestellt, aber Lützeburg, also meine Lützeburger Frau. Das ist interessant. Und ja, mein Papa hat mir auch gesagt, es gibt eine andere Miliosi-Familie, die hat immer zu Eschke gewünscht, keine Kinder davon. Ne? Mein Papa hat gesagt, der hat auch einen Kaffee zu Eschke, den hat doch Miliosi geheischt. Den hat aber nicht mit uns zu tun. Das heißt, es gibt eine andere Miliosi-Familie, die nicht mit uns zu tun. Vielleicht irgendwo in Italien, irgendwann war das etwas mehr, ja. Wir noch eine Weinfirma, wie ich reise von tun, an Italien. Die hat auch richtig Familie mit uns. Das ist eine riesige Familie, also zuletzt gehen so 50 Miliosi bestimmt. Und sie machen auch immer so Cousins-Treffen, wo dann das ganze Restaurant voll ist mit Miliosi. Das ist witzig. Also es war auch eigentlich an der Zeitung für 50 Jahre, ich habe gesehen, das hat mein Money irgendwie immer gewesen, wo dann alle guten Vorfahren kommen sind und da waren also wirklich, da war das ganze Restaurant voll mit Miliosi und da war mein Papa klein. Und ja, also wie das mal zu Diddlingen sind, habe ich eine italienische Karte an. Wow, du hast das Stichwort schon gesagt. Genau. Mein Bob hat immer auf der Schmerz geschafft, wie das eben bei den Italienern so üblich war, die Zeit, ne? Also die sie alle gut hinkommen, für ich zu schaffen. Und ich habe auf der Schmerz geschafft. Und das 40 mein Papa war Buschauffeur. Und in der Zeit nach meinem Bus an den Schmerz rangeführt, für da sicher zu gehen. Okay. Und das ist eine Anekdote, sie haben immer die Sachen geklaut. Aber mein Papa hat so gebremst, dass ich 4 Sachen an den Bus gefallen. Und ja, mal ich weiß nicht, so Schrauben oder so oder so, keine Ahnung, Geschirr eben, wohin dann daheim mal gebracht hat, der kauft das so an der Schmerz so angepackt. Oh, wow. Und ja, also genau, wir hatten, also mit Pap sing Tata Anna, die uns auch kennengelernt,
an Italien. Die hat bei ihrem Mädchen in Italien gewohnt eine Zeit und wir waren einen dort Besuch. Der ist mein Papa, sein Cousin, wohnt in Italien. Und sie hat auch einen Kaffee hier am Quartier Italien. Den hat aber nicht Miliose geheischt, nicht Materazzi geheischt. Das war eben der Mann, also der Name vom Mann von meinem Papa, seiner Tata. Und voilà. Ich hatte auch eigentlich einen Geschichtsprof, fällt mir gerade an, am Jungen Lycée zuerst. Der Lucien Blau, der wohnt doch am... Ah, wirklich? Ja, war der wohnt eben noch am Quartier Italien. Und ich mich nie beholt, ob es hat, ja. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich habe Dinger Tata am Kaffee. Oh. Hast du dann immer du, wo du klein warst? Nee, der Kaffee geht nicht. Die geht das ist 30 Jahre hier oder so. Und ja, mein Papa war mal da. Der Blau, der war auch mal da, wie immer gezählt wird. Ja, und dann eben zuerst, dass ich auch viel Italiener mal gewesen. Und du hattest noch, du gibst auch einen Kaffee, der Kaffee Italia, wo du für die WM, keine Ahnung, die ganze Süde so, den du da eigentlich, ich bin mir auf Familie gehört. Und die haben so eine italienische Kirche, da drüber hat mein Papa seine Tata auch gewohnt. Also ja, doch einen Kaffee da an der Straße, Sprilstraße oder wie die Straßen in Rühen heißt Mandela oder wie das heißt. Da waren immer 1000 Kaffee, dann waren alle Italiener und da war auch etwas von meiner Familie. Ich weiß nicht genau, wo war, wie war, aber da war abschiede voller Raps, weil man mehr zu tun hat. Interessant. Und wer ist mit russischen Wurzeln? Du sagst, deine Mama ist Russin? Meine Mama ist Russin, genau. Ja, meine Mama ist 24 Jahre. Ja, 24 Jahre plötzlich bekommen. Und das ist einfach witzig, also witzig, vielleicht nicht so witzig Geschichte. Also Russland war so, früher waren die Leute ganz arm, also, und die hat nicht viel suchen, aber meine Mama denke, von da bestimmt kommen. Und da kannst du heim, und da war dir ab, und war nicht mehr am Appartement. Oh nee. Also das hat man nicht so erzählt, ich weiß nicht, für ein paar Jahre erzählt, wo nicht mehr ganz insane so rübergehen, dann nicht mal lebt mehr. Also weil sie aus heimkommen, und da war alles geklaut gehen. Also sie haben so gut Trido in den Ruf gehabt, für Sachen an Trido zu packen und so wegzuschläfen. Wow, okay. Und Problem war, meine Mama hat nicht so viel so, meine Mama war Schulmeister, also Schuljufer. Also du verdienst du in Russland nicht so, wie es da hier als Schuljufer verdienst. Aber voilà, dann für das mein Baum nicht mal direkt einen Herzinfarkt gekriegt, meine Mama dann müssen du eben an die Wohnungsstelle kommen, dann hat sie die als beste Freundin ihren Mann hat so Business mit so Bussen, also du gehst nicht so die Busse wie teuer, das sind alles Privatfirmen, man so kleine Busse da eben. Und den hat er bei seiner Firma natürlich hat ein bisschen Misuren und so. Und früher kannst du $1 bezahlen. Bei mir hat sich dann nicht wie so $1000 gelehnt. Und dann hast der Rubel gecrashed. Und aus den $1000 sind da so 10.000 gehen oder so. Also, das sind da viel mehr hin. Und meine Mama konnte das einfach nicht direkt zurückbezahlen. Aber wie das meine Mama Ballettschule gemacht hat, konnte meine Mama ein bisschen Kompetitionen tanzen. Und dann da so verdienen. Oder meistens da so verdienen. Ich weiß nicht genau, was sie da gemacht hat. Aber voilà. Und irgendwie hätte sie sollen in Japan gehen. Also Japan gehen, aber das ist nicht gehen. Keine Ahnung, wie war. Und dann hast du plötzlich bekommen. Und du hast meinen Papa kennengelernt irgendwo. Und voilà, dann sind wir gekommen irgendwann. Und dann... Voilà. Und du schwätzt auch Russisch? Ich schwätze fließend Russisch. Mein Baum hat alle weiß daheim. Schon seit ein paar Jahren. Weil das, also, ne, für schnell Russland zu bleiben, das ist nicht so schnell. Dafür haben wir gesagt, holen wir so ein Motto Blödsinn. Diedling hat eine große Geschichte mit Abwanderung und so. Und effektiv, das hat doch mit der Schmalz zu tun, weil du sind die Handwerker kommen. Und wie es schon so ist, Daniel, die italienischen Abwanderer, sie kommen. Und das war einfach, weil Schmalz Leute gebraucht hat, die hier schaffen. Und sie sind eben hingekommen und du gibt natürlich auch ein flotten Institut hier zu Diedling. Also ich gucke mal bald drauf, da wo wir gerade sitzen, das ist der CDMH. Ja, du machen sie, sich dokumentieren sie alles, was die Abwanderung oder die freie Abwanderung war, also mit den ganzen Italienern, die kommen sie für die Schmalz und dann eben noch, wie sich das heute entwickelt, was die zweite, dritte Generation, also wie auch die ganze Quartier Italien sich entwickelt wird, weil das eben hauptsächlich wo das hier direkt neben der Schmalz und so schön sie ja direkt neben ihrem Arbeitsplatz da gewohnt an Haut, also aber durch eine ganz andere Population und sich dokumentiert den Zentrum auch viel darüber, natürlich auch darüber raus mittlerweile, über Diedling raus, über Gemenge raus, auch alles wie Migration am Land so was. Was cool fand, dass das von den Haut nach an die Karte geht, dass alles selber ausgesetzt wie früher. Ja. Also die Häuser, und die haben nicht gerne, das sind also kleine Häuser. Ja. Und dann merken die, okay, die Leute nicht selber, aber die Hand abgezogen, das hört sich schon, ich war für 2 Wochen da und ich war echt fasziniert, wie das wirklich ausgesetzt wie von 4 5 Jahren, also 7 Jahre wäre oder so.
Ja, das ist effektiv. Also, es gesagt doch, wenn so, mehr war noch letzte Woche ein Kerl durchgefahren, gesagt doch effektiv ja, es wird einfach ein bisschen einen anderen Charme, Stil ja. oder, ja, genau, einen anderen Charme. Also, das wirklich ein bisschen, weil doch noch so ein bisschen am Bier schlägt. Ja. Also, das ist wirklich ein ganz flotten Quartier, auch für ein Kerl durchzutrippeln, für zu gucken. Also den CDM Hasch, ja. den organisiert auch Touren durch die Quartier, also wenn er interessiert ist. Genau. Ja, wir setzen erst Linken an den Show Notes. Ja. Soll man vielleicht mal verraten, wo wir hier sitzen, weil das ist wirklich immens cool an Rot Zillen. Vielleicht, ja, wir sind nicht weit vom Quartier Italien, aber das ist noch ein bisschen ein anderer Platz. Ja. Lori, Jenny. Wir sitzen hier sich, beim Wasserturm zu Dietling. Für genau zu sehen, aus dem allen Terra von der Schmalz. Am Meer sitzen wir sich direkt inner dem Wasserturm am Pumpelhaus. Und voilà, der ganze Terra war sich früher Dietlinger Schmalz. Und das Pumpelhaus an dem Wasserturm haben Schmalz mit Wasser versorgt für Teigjeven zu kühlen, für die ganz anderen Gerätschaften mit Wasser zu versorgen, für dass der Betrieb lebt, sozusagen. Also wenn du mir ein Foto machen, weißt du, den Minat geben, ein Foto beschreiben. Weißt du, die Halle verbannen einfach die perfekten Ja. Dinge. Ja. Wie weit Voilà. meinst du das? einfach so, allein schon die Rotstänge, das ist einfach so, das was der Minat so Die ausmacht. rote stehen. Genau, ja. genau. Ja. Also Altschmelz, oder Dietling oder so, die also alles die Rote stehen. Passt Ja, perfekt zu genau. Minat, das ist einfach so Ja. perfekt den Dinge. Ja, das ist wirklich wahr. Genau. Ja, auch war doch besonders. Also wir können nämlich auch durch kleine Fenster nach außen gucken und du hast Wasser. Ja, du sie Wasserbau singen. Lori, du hast doch du ein Kerl so etwas ugedeiht, was Ja, heute so war. ja. Ich hatte für eine kurze Woche gelesen, dass an von den Basingen ein Opbeschwamm am Anfang war für das Publikum. Ich wollte gerade Datum mal sicher, ich meine, wann an den 20er Jahren. Ja, ich meine, ja, Anfang 20er Jahren, ja, wir setzen erst Datum mal nach an Show Notes mehr. Ja, ich nicht mega interessant fand. Also, ich kann ihn sich irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, wie das war. Aber, ja, wir sind hier rumgetrippelt und ja, haben am Anfang den Bassin gesehen. Also Schwämm wo an den Bassin. Ja, Jo, genau. Bassin. Bassin, wo Wow. wir heute drauf gucken, das war ein Opbeschwamm, da konnten Leute schwammen kommen. Ja, schon mehr, das war giftig, das war's oder so, ne? Also. No Ja, shot ich- vielleicht. Wir Ja, empfehlen das das sind die Das nicht. ist bestimmt, ja, ich wollte das ist bestimmt nicht ganz gut, wenn du so rausspringst. Ich weiß es nicht. Ja, also wir so geh nicht du schwammen. Also, Ja. Haut ging ich nur nicht mit drauf sprangen. Nee, Ja, aber dann auch Flodder, das eben, dass am Moment die ganzen Terra ein bisschen am Umbruch ist, weil hier entstehen ganz viele Sachen. Unter anderem ist hier ein SBL, ein Dekollektiv, die sich engagiert für aus alle Sachen neue Sachen zu machen. Und voilà, sie haben hier auch hier Atelieren. Und da sitzen wir ja auch bei einer ganz interessanten Institution, und zwar beim CNA, Centre National de l'Audiovisuel. Und sie machen sich hier am Wasserturm immer Ausstellungen und noch hier am Pumpelhaus die Veranstaltungen, also das wird genutzt für Veranstaltungen. Und sich ist wirklich flott für nächstes Jahr so immens viel los, wenn es der Kulturhauptstadt. Und da haben sie hier auch eine Ausstellung, und die heißt Stimme von der Schmalz, also sich passend zum Terrain. Und da geht du sich um Témoignage von Leuten, die auf der Schmalz geschafft haben, weil ich einfach fand, war doch ziemlich interessant das. Und sie holen die ab und machen Videos und voilà, und das geht dann an einer Zucht Expo, dann lief das Schmengen von März bis Januar, also von März bis 22 bis Januar 23 müssen sehen. Der Tisch, Daniel, vielleicht kannst du die ganzen Miliosi-Family Das ist halt gut voll, da passt halt kein mehr ran. Stimmen an ihr Geschichten nachher sichtbar zu machen. so wir haben nur den S22 so erwähnt. Hast du auch ein paar Sachen nächstes Jahr hier am Minat? Ja, also das ist ein großes Projekt mit der Kirche Musik von mir auf der Leifrechen zu tätigen. Also auch etwas, was ich glaube, dass du also so ein. Ja, das hat auch etwas mit der Freira, also mit der Minderbestand zu tun. So. Und da ist ein Musical-Mensch, wo man du bahn. Okay.
das ich mein, das sind 3 Musiken und 2 Musiken mit allem drum und dran, mit Sänger an Chor an also Das ist der Riesendinge. neue Minne. Ja genau so ist das eigentlich genau da mit Ja, so das Glacken an Light schon auf Boogie an so sind Ja, den das wird Open richtig krass. Air Musical Genau. op der Lei freschen. Genau Cool, aber ja. Ja. das klingt mega ist am flott. Sommer nächstes Jahr oder so September doch immer echt wie du den also es sind noch pure Abfährungen wo du sind ja sind schon Cool, Spaß. was ich nicht, dass du da mit dabei bist. Ja, aber ich finde so okay, Musik schon immer und weil halt dafür einfach gemacht. Aber sonst schon bestimmt paar Sachen, die ich schon nicht weiß oder so, ich weiß nicht. Also wir spielen noch an der Rockhall irgendwann dadurch, ich schon eigentlich noch nicht viel Gedanken drüber gemacht. Aber du wirst siehst mehr spielen. Du hast auch eine Band, ne? Genau, schon pure Bands. Also, Ah, okay. Also schon eine Band, mit der ich mich auf den AW sind, der das ein bisschen wie so, also was elektronisch modernen Jazz eben, mit denen spiele ich auch mal zu Berlin. Und also mal ist der 9.12. für mich lo. Und ja, weil mit denen spielen wir ein bisschen mehr in der Hünstler Gruppe zu Köln, wo ich studiere. Da spielen wir ein bisschen mit traditionellen Jazz, auch voilà. Also mit allen Bands spielen wir als Kompositionen. Und weil ich sehe eben mit der Brassband zuerst, da spielen wir für erst 2022 mit der Kille Musik spielen wir Ah ja, auch flott. für erst 2022. Voilà. Aber du hast 2019 hast du ein Stipendium erhalten für an der Schweiz mit renommierten Lehrern zu studieren. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Frag. Also Info, ne? Du hast mich gerade daran erinnert. Ja, sind an die Davesten sicher gegangen. Nee, ja, also das, ja, schon mich dafür gemeldet für ein Stipendium zu kriegen. Also kann ich sich eben normal ummelden, daneben ummelden mit Stipendium. Und habe ich mich gemeldet mit allem den Info und dann, genau, konnte ich da am Anfang ein Stipendium. So, und dann habe ich eben da mit am Anfang aus durch die Woche auch so viel geschieht, das hat mein Leben ein bisschen verändert. Und ich habe noch mit den besten Leuten aus Europa Kur gehabt und so. So alles klassisch, aber weil und da, das ist witzig, da habe ich Kur gehabt beim Solo-Trompetist von der Berliner Philharmoniker, also Ex-Solo-Trompetist von der Berliner Philharmoniker. Und er hat gesagt, wenn du das Jazz machst, hast du die Nummer vom Andi Hadra, den als Prof zu Köln. Und ruft jemand einen und dann habe ich ihm die Woche angerufen, das ist für 2 Jahre. Dann habe ich ihm angerufen, ja, salut, und dann hatte ich ihm Kur bei ihm im September, das Jahr, also für das Jahr. Und dann habe ich mich auch dann gemeldet, für bei ihm zu studieren. Genau, und dann habe ich schon 1000 Leute kennengelernt, dann, ja, voilà. Ich meine, die Woche habe ich gefehlt, dass ich so auf Wurst gesehen, ich weiß nicht. Oh, wow. Ja, also eine riesen Chance auf jeden Fall. Ja, also, mega. Wow. Das war wirklich cool. Also jeder, der das machen kann, generell so Austausch oder führen. An Ausland, wo noch von zu kannst oder so, das ist immer der Wert, immer. Also auch so Stage noch zuletzt gemacht für Jung Musiker eben. Und ich war auch damit, das war immer richtig cool. Am Anfang hatte ich nie los, die erste Kerl immer so, oh, ich kenne noch keinen. Ich möchte den Hai an alle Kerls, das ist immer so, die Woche hast du so auf den gegangen. Das ist so, oh, das war richtig cool. Die Leute immer Leute kennen, dann immer auch gut Leute, die ihn dann in der Zukunft nach irgendwie brauchen oder dann auch, also wo ihn dann auch glücklich ist, die zu kennen. Weil wir noch bei der Musik sind. Du wolltest schon, Jazz ist ja sicher, aber nicht so, dass was Jitferi lauscht hat. Wie es dazu kommt, dass du dich mehr interessierst, also durch den Band, das ja auch dann echt an die Jazz-Richtung. Also was findest du so flott in der Musik? Oder vielleicht, dass das doch, wenn es dem Spielen, vielleicht, dass das mit flott spielen? Ja, also an der ersten Hinsicht, dass Jazz so ein bisschen improvisiert Musik. Du spielst nicht immer das, wo du Blatt steht. Aber das finde ich so cool fand, dass du nicht echt wie das spielst, weil irgendwie den ein Käfer von 100 Jahren abgeschrieben hat. Aber du spielst einfach das am Moment, du spielst einfach den Moment so. Und das finde ich so cool fand. Also ich bin am Anfang auf den Jazz gekommen durch wie Melomania, also junge Lycée Schulkonzert, und da war so ein Jazz-Kombo und dann war ich dann auf Zeit, ja, man nicht da cool fand und dann, voilà, dann habe ich eben raus von dass zuerst auch so auch Jazz geburtet wird bei Marc Carles, richtig korrekten Tipp, mega, ja, auf Anfang schon bald so größter Bruder für mich gehen, also echter Money für mich gehen, richtig, also mega feine Wandern, weil er das hat doch dazu beigetragen, dass ich dann voilà, genau. Ja, anders eben, ja, voilà, Musik, ja, so am Anfang, das ist auch mir einfach für Dauer, fürs Lauschen. Das ist nicht so eine Sinfonie, wo es muss eine halbe Stunde sitzen und du hast einfach keine Lust mehr, nur eine halbe Stunde. Du schläfst an. Ja, also wenn du Musik nicht kennst, dann sitzt dann du und dann warst du so, okay. Also das Geschwister, weil, also sie spielen zwar alle mega cool, also warst du, okay, krass, mehr.
ja okay geht schon so, ja. Also dann und das hatte ich beim Jazz eben nicht und natürlich schon weil du sonst eben nicht so kommen. Schreibst du dann auch die eigene Musik? Ja ich schreibe noch schon für 2 Jahre oder also 1,5 Jahre da angefangen. Also die Leute in den Fall hatten eigentlich mir einfach wie mir ich brauche dann immer eine Ewigkeit für dass ich ihn so platt kriege. Mir ist noch bei der WDR Big Band und ich auch so ein Dinge so Programm wo ich 2 Jahre für die WDR Big Band an Deutschland schon Musik schreiben cool ist, ja. Ja auch noch mal die Komponisten von hinten wo für sie schreiben und Ja. auch Chor an weil das eben noch zu Köln hat bitte schon eben nun Ja. genau das immer schwer also ich kriege auf eine Band nicht gebergt wie ich zu schreiben und da musste wirklich schon Raps für die schreiben und dann seht den Tipp der auch nach ja das ist mir egal ob der das gefällt oder nicht du musst das für den Datum hun und dann warst du scheiße ja okay fuck, du musst das einmal machen Ja, war das dein Prozess für Musik zu schreiben? Hast du einen Prozess oder kennt der da? wirklich nicht das können doch nicht ich weiß nicht das ist einfach ich setze mich immer hin und da sind so Piano oder wer auch immer da probiert Schnaps zu schreiben dann ich dann weißt du musst etwas schreiben sonst kriegst du das für den Datum nicht hin und dann geht das dann nicht wie dann so weiter heinst du hast schon noch eine Idee und dann also schon ein paar Stücke auf ein Band geschrieben das also dann hast du einen Moment eine Idee kommen und dann passt du voll dran und dann schreibst du das also fertig wir wissen das hat gut nicht so wir sitzen nicht da sind so wie soll ich da lo machen und dann sitze ich da schon länger Stunde nach nicht und da gehe ich Rosen über mich selber ja das ja das ist kompliziert ich meine die Wegschlag den fällt halt mir einfach wie mir ja Und du siehst, du studierst lo zu Köln? Genau. Ist das richtig? Ja. Zu Köln auf der Hochschule für Musik und Tanz. Okay. Und, ja. Genau. Okay, cool. Genau. Und wie kann ich den normalen Ablauf von Tag so vorstellen? Weil das so wie sind den Kuren so organisiert? Ich sehe noch kein Bachelorstudent, ich bin Jungstudent, das heißt, ich schon anfangen, ich habe keine Pflichten. Also ich okay. Also Anfang ist das viel gedauert, dass den jungen Musiker dann alle paar Monate geht, alle paar Wochen geht. Mehr ist eine gerne Sache. Dann okay, also das ist nicht ein Bachelorstudium oder so. Okay. Ich mache das selber wie Bachelorstudent, dass ich nicht, wie das ich meine Schule nach online machen, aber ich primär nach muss schreiben, kann ich eben nicht Bachelor aufhängen. Also ich kennt, aber das ist mein primär, das kann ich Mama raus. Genau, also ich meine das selber wie Bachelorstudent, das heißt, ich muss auch keine Kurse machen, ich muss just mein Hauptfach Jazztrompet machen und alles werde ich dabei machen. Gibt man nur umgerechnet natürlich, aber ich muss nicht machen, das heißt, du fährst auch so, dass ich einfach mal kann fehlen. Also zu Köln ist generell so, dass wenn du einen Grund lieferst, um nicht zu kommen, da sind sie auch kein Problem damit. Aber bei mir ist es mega relaxed. Das heißt, wenn ich da so schon mal am Anfang komme, ich kann nicht kommen, weil ich dann, keine Ahnung, Führerschein, Theorie ist cool, wer auch immer, dann sind die okay damit. Der Tisch am Anfang habe ich an der Woche einmal 1,5 Stunden Jazz-Trompete und dann eben Nebenfächer, die ich dann ausgewählt habe ich dann, wir wollen nicht kann nicht kommen, das ist kein Problem. Der Tisch am Anfang an der Woche immer ein Kurs. Also das proben ich, also da proben ich viel mehr wie zuletzt, weil du nicht einfach nicht an Residin. Okay. Zu proben. Und dann oben, keine Ahnung, kannst du vielleicht sogar Jam-Session oder keine Ahnung, oder Party machen. Das ist auch wichtig an Deutschland. Cool. Vor allem zu Köln. Ja, für alle Leute eben. Also fangen wir das den größten Grund für China gegangen sind. Für Leute einfach Kontakt abzuholen. Also. Ja, also das ist China von mehr durch 10 also für 10 gegangen wie für den Prof oder wie für die Uni. Für den Prof natürlich auch mega, also krasse Prof, mega krass, weil der Schmengen von den für alle als Jazzstudent geht den echt für Starter für 10 wie für die Uni selber. Okay. Also das heißt, wir müssen Jazz-Szenen zu Lützburg nicht abbauen. Ja, das ist wirklich. Wir sitzen aber auch nicht weit weg vom Kulturcenter ob der Schmalz und da sind aber auch wirklich ganz viele Konzerte, ganz regelmäßig und schwingen auch ziemlich viel Jazz. Ja, also, du hast auch alle Jahre einen großen Jazzfestival. Like a Jazzmaschine ist, da kommen noch richtig krass Leute, da kommen viele Amis, also viele Amerikaner, die kommen dann, also wirklich Top vom Top kommen die noch. Und ja, schon noch am Sommer, also du warst auch Open Air, wie der Kircht. Ich die Open Air, ich hab's, und du waren doch pro Jazz oben da. Und du hast als Vorband, also Pre-Band für den Kyle Eastwood gespielt, das den Clint Eastwood, dem Hollywood-Regisseur, sehr jung. Und den hat auch Musik für Taxi Driver so geschrieben, das war ziemlich funny. Cool. Und du warst Vierband Ich war Vierband für Singgruppe, genau. Ja.
ja. Aber wie dann eben kommen hat den dann schon mal also so Kollege den hat der Jahr Auslands Jahr zu Köln gemacht den aus London an Musiker von dem sie noch von London also sie und hin erkannt dann nur mal eben doof in Summe gehangen weil mehr dann die Connection zu hatten und nur mal so genau ich war so Sache geschwart war cool das immer witzig mal Musiker ja. Krass. Cool, aber. Also von den inneren Leuten will sehen dann ja Musikszenen. ja, das ist wirklich schwer das ist wirklich cool Cool. Wow. Und ja, wir sitzen auch nicht so weit weg von der Natur hier, auch an der Region. Daniel, bist du auch gern an der Natur in NRW? ja schon für allem mit Corona war ich gerne also also am Lockdown war ich über viel an der Natur also was sollst du das machen du kannst näher in Ziege holen dann da gehst du eben an der Busch so und, das ist witzig meine Eltern wollten immer mit mal gehen und ich weiß du sitzt den ganzen Tag daheim und denkst hast keinen Bock mehr da gehst du weg da gehst du länger an der Busch und ja dann keine Ahnung dann sitzen sie heute so auf der Bank und dann ja für alle am Lockdown also weißt du hast kein Flieger nicht den Himmel ist so blau wie er nie war und dann hörst du auch so Sachen die du noch nie hören hast dann hörst du 1000 Vögel zwitschern und so und das ist eine ganz andere Sache wie also so am Alltag kriegen das könnte matt aber wenn du so lange sitzt und zu der Weg schnellst du so wirklich absolut nicht zu dann recht mir die Sachen und voilà, also am Lockdown wird natürlich auf jeden Fall cool mein Papa der geht viel wandern also ich gehe auch manchmal matt Fandst du da nicht genervt warst? Fandst du nicht den ganzen Tag Martine an der Stück sitzen? So was das nicht. Ja, also am liebsten, wenn ich in der Natur gehe, sind ich am liebsten noch länger anfangen. Weil ich fand das cool, einfach mal länger irgendwo hinzugehen. Vor allem ohne Handy, wo es kein Empfang ist, das ist total so gut. Und wo genau hast du spezifisch Platz? Ich bin immer zu Remmeling, weil ich immer bei mir in Biergerob so an den Busch, beim Fußballsterra, weil die Leute, wo ich sich da auskennen. Oder ist noch im Sommer, man will auch auf der rote Wege für ja. Auch zu Remmeling das schmengen das connect irgendwie also das lebt das hat mit der Schmelze den du fährst doch rote Wege an die Wege also rot also an schmengen wenn du die ganze Zeit weitergehst trippelst du lernst also trippelst am Anfang an aller Gründe ran zuerst und voilà da war ich oft das eben so rote Wege an das am Anfang wie Makadam natürlich das sind die nicht so streng du kannst irgendwo man will fahren oder man Longboard sind auch Pummel gefahren und voilà das ist mir cool für allem überall diese Stangen so riesige Schluchten an es geht so keine Ahnung wo ein so 50 Meter hoch weil das eine Galerie angefallen ist an weil du hast richtig schön also mehr schön für mehr du beschreiben du warst Pummel drin aber du warst wie weit von daheim wärst dann brauchst du nicht da passt nicht so schnell daheim da brauchst du nicht so schnell bei der dann willst du wissen denken ja, nee, das wird, als du das angeschaut hast, weil, ja, hier an der Gegend zu Diddling ist ja den Hart Nature Reserve. Und das ist am Anfang seit 1994 ein Natura 2000 Gebiet. Also Natura 2000 ist ein großes Netzwerk von Naturschutzgebieten überall in Europa. Und das heißt, dass Natur hier immer spezifisch Regeln geschützt geht. Aber das speziell weil weißt du siehst, dass Natur ist ganz speziell gehen, wenn die also Tagebau sitzen, weil die Felsen da sind, weil die Minen habe ich ja ein bisschen vom Land ja weggeholt haben und die Natur hat zurückerobert. Die Landschaft hat das ganz kalkhaltig und du weinst entschieden sind ganz endemisch Pflanzen zum Beispiel entstanden, zum Beispiel viele Orchideen, die frei entstehen und die sind mega schön zum Beispiel. Und dann noch, es gibt auch viel geschützt Trichenwiesen und die sind auch ganz speziell für die Gegend hier, weil das ist auch endemisch, ganz rar auch viele Löcher hier in der Gegend. Du hast die vielleicht hören, also du hast ein bisschen geschwärzt von was du hörst und ja, die sind auch ganz speziell, weil die Nester so auf den Boden dann machen und das ist auch ganz speziell für die Gegend. Ja, so für die Gegend so wichtig, dass die während verschiedenen Saisonen auch singen Hünden nicht frei laufen lässt, weil die viele schon genau. Und der macht kein Feiermann oder so. Ja, genau, ja. Ein Partyman, wo in der darf. Ja. Mir so noch, also komm an die Natur, weil das, weißt du, sie ist mega schön. Und,
Ja, Also- für allem du am Dach, also wie schon so ist, Daniel, du hast wirklich eine wunderschöne Vue auch von dir. Ja, an Schmelz zu Bell, weil die lebt ja noch. Aber wenn du irgendwie, ich weiß nicht, was du machst, wir haben so können so ein riesen Flamme. Ja, ja, Also ja. ich weiß nicht, wie das heißt. Also ich habe das nicht erklärt. Ich weiß nicht genau, was du machst. Im bestimmten Fall funktioniert Schmelz noch an, du gehst auch der Sache verbrannt oder so, und dann geht dann du, wenn ich so alle Stunden einkehrst, so eine Stichflamme. Und dann hast du den ganzen Himmel hell. Wow, krass. Weil dann so ein riesen Flamme du eben so an Blut springt. Und dann vor allem, wenn ihn zu Asch von den Bewegung, wo er wohnt. Also das ist richtig krass, weil dann hast du wirklich den ganzen Himmel hell. Und ich erinnere mich, dass meine Mama hier hatte, bei der ich viel war, wo ich klein war, so zu so wie mein Boom war, die so immer, oh, guck, der Gläschen backt. Und weil Ja, das das seht ihr ist ja so, ich meine, das seht ihr Von noch Himmel von den rosa, Himmel ja. rosa. Also sie so, da war dann noch immer, ich dann noch immer gefragt, was ist das? Und dann sagt sie, oh, mit der Gläschen backt. Und das wird sie dann noch immer da gesagt, ja. Oh, cool. Ja, ja, etwas flottisch, das mir auch viel drin gesehen haben, als das den Minute-Velo hier an die Gegend geht. Und du hast hier nur bei uns aus dem Anfang. Ja, vom Von den Minatrail. Minatrail. Genau. Ja, du hast hier das Schild direkt für um CNA, Mhm. wo den Aufhang dann das ist eben ein 90 Kilometer langer Weg. Und da sind noch verschiedene, werden über nächstes Jahr so verschiedene Kabaiser entstehen, wo ich kann schlafen noch dann, die kann ich buchen. Und das geht bestimmt doch flott für denen zu trippeln. Ja, und auch Mountainbike zu fahren. Ja, weißt du, genau, da kannst kann ich man noch Velo, ganz gut. ja. Ich habe noch gesehen, also auch gelesen, hier an den Herd kann ich noch, also da geht es 25 Kilometer, wo ich noch mit dem Pferd kann okay. reiten. Ja, ich habe 100 Haut gelesen, wäre ja effektiv. Muss man jetzt mal ein Pferd zulegen. Ja, So, da war ich just noch ja, genau. Und noch Gemüsegärtchen, hi. Also Community Gardens, meine ich, ob man es also ich meine, hier ist neu Schmelz. Was ist das richtig? Ja, das ist so die ganzen Terra hier, weil das nennt sich schön neue Schmalz. Hier entsteht, das für uns viel nach vergisst zu sagen, hier entsteht ein neue Quartier auf dem heutigen Gebiet auch. Das ist auch so ein Eco-Quartier, meine ich, wo kein Auto soll fahren. Und ich meine, wo wir schon von Gerd schwätzen, ich Ja. weiß, dass das etwas ist, was Marika sagen Quiz wird. Und ich denke, können wir vielleicht rübergehen auf den Quiz-Time. It's quiz time. Daniel, are you ready? Okay, ja. Also ich hätte fremd mit. Ah, okay, das ist Ja. verrückt. It's quiz time! Alright. Gut, nur lauschen. Für alle mich selber. Nur dem Stidlinger Fabrik von ArcelorMittal am Oktober 2005 definitiv zugemacht gauf, läuft das Sit von der Freierer Stahlindustrie Langbruch. Also wirklich ganz high in der Nähe. Mein Projekt Neuschmelz, wie Gianni gerade erwähnt hat, sollen das 36 Hektar sich an einen ganz neuen Quartier mit bezahlbarem Wohnraum a Kultur verwandeln. Lo as még froh, wat meinst du, Daniel? Wie viel Wohnungen mit bezahlbarem Loyer werden hier gebaut gehen? Ich weiß nicht, ich hatte nicht gelesen. Das schon ABC Okay. Antworten. A 1066 bezahlbare Wohnungen, also Loyer. B 866 oder C 266? 1066. Was meinst du, Hanna? Ja, auch B, meine ich. Ja. Ich gehe auch so in Ja, fangen wir damit schlau. 68, ja. Das ist so an der Mitte ungefähr. Ja. Da das ist korrekt. Ah. Das ist korrekt. Also, das ist ein bisschen ein Trick-Question, weil bezahlbar Wohnung ist ja ein bisschen, heißt du, relativ, halt zu Lützburg. Ja. Aber jedenfalls werden da Wohnungen gebaut, die kann lohnen, auch kaufen. Ganz, also wirklich ein ganz große neue Quartier. Soll auch so eine autofreie Zone gehen oder so, wenn ich gelesen, dass du Hoffentlich. Ja. Ja. dass du kein Auto soll Hoffentlich. nicht wie Radfuhrer können oder so. Mal schauen.
Und ich meine, das wird Jahr 2029, wenn ich mich nicht irre. Also hier wird wirklich riesen neuer Wohnraum entstehen. Und was aber gut ist das wirklich drauf, dass sie sich darauf konzentrieren, dass sind die auch kann bezahlen. Question number 2. Die italienischen Arbeiter sind ja an einer ganz großen Unzahl an den 1880er und 1890er Jahren auf Titelling emigriert, für an der Stahlindustrie zu schaffen. An einem Teil von der Stadt erkennen der Quartier Italien immer noch ganz gut. 4 Watt. Wir haben kein ABC. Nee. Das ist eine schwere Spruch. Also für was ist die Karte so erkennbar? Italienisch. Also, weil es farbig ist. Ja, ich ging auch so in Ethic, vielleicht irgendwas mit der Farbe zu dienen. Oder mal einen Baustil von den Häusern vielleicht. Ja, ich hätte doch gesagt, der Baustil vielleicht. Genau, das ist wirklich der Baustil von den Italienern selber. Sie haben ja die Wohnungen selber müssen bauen empfangen. Und das heißt, sie haben geschafft, wie sie das an Italien machen. Das heißt, das empfangen italienischen Baustil. Und den erkennt den immer noch ziemlich gut rum. Cool, wir haben nicht Italien heute zuletzt. Die Gar-Usine heute zu Diedling als 1897 gebaut gin. Wär op dieser Eisenbahnlinie transportiert gin. Koks an Eisenerz, Kleidung aus Schong oder Holz? Was meinst du, Daniel? Ja, ich gebe so eine Antwort A. Da das ist ziemlich klar, das ist definitiv. Question number 4. Gemeinde Diddling hat 4 speziell Gärtei, die für die Öffentlichkeit frei zugänglich sind. Was können die Anwohner sich da gratis sicher gehen? A. Blumen, B. Christbaum, C. Obst. Ich sie für die Christbaum. Obst. Ich ging auch so in Obst, ja. Ich gebe auch so ein Obst, ja. Das ist korrekt, well done. Dann die allerletzte Frage, Daniel, was ist der Steckel? Der Steckel? Ist das der Gegenstand oder ist das ein Platz oder? Ich kann just steckeln. Denn das, wenn es die Karte steckelt. Ja. Me Steckel? Keine Ahnung. Der Steckel ist das Walzwerk ob der Diddlinger Schmalz. Ja, am Anfang kommen wir lo zum Schluss. Ich meine, wir haben vielleicht genug geschwärzt. Genug Brot gebrot. Das gelascht mit froh. Ja, Ja, das genau. stimmt, das stimmt. Wir haben noch eine froh, eine quirky question. Okay. Ich meine, Lori hat die Haut. Quirky question. Daniel, ich will gerne wissen, wenn du auf einer bestimmten Platz in der Natur am Minat, also wenn du einen bestimmten Platz mit raussichern, für dich aufzutreten, wo gingst du das machen und mit wem? Boah. Ich meine, also, wenn ich glaube nicht, also entweder der Gagebirsch oder der Schöfflingerbirsch, wahrscheinlich der Schöfflingerbirsch, weil ich von Dorf Michel. Und wie das auch DJ sind, also Techno-DJ sind, gebe ich da so Techno-Ofen machen, einfach am Freien, wann natürlich nicht der Naturschutzgebiet wäre. Aber ja, das wäre. Und du verrätst du erst zum Schluss recht, Ja, dass du wow. Techno-DJ Ja, Alter, das ist ein Hobby. Das ist der recht seit paar Wochen. Ne? Das ist da nicht ganz. Ja, Na, nee. nicht ganz spruchreich. Genau. Also schon mein nächsten, ich hatte schon Projekt auftritt, aber Ah, cool. den nächsten offiziell in 30. Dezember. Am Ascher Du für einen Kaffeefest. kleinen Trip Am in Ascher Berlin nur. Kaffeezage. Ja, genau. Mir leider sind Clubs in Berlin so, das ist ein bisschen schwer. Sonst, ja. Er hat jetzt doch gut so als Club-Agent. Ja. So, nur denkt. Ja, also wirklich. Ja, vielleicht, wenn ein Caps drüber hat, dann habe ich einen Sock gebaut oder einen Sock gebaut. Wow, watch the space. Daniel auf Großtour durch den Minute. Get Rap-Ersatz von Jazzlo. Also ich meine Jazz, also modernen Jazz, geht schon mal mehr ab.
generell mit schmengen net Fleisch immer mehr zusammen mit Rap oder mit Beats generell Ja, das stimmt. wie das ich auch einfach schlecht noch viel Rap empfangen schlecht noch viel Jazz mehr aber auch viel Rap durch viel schmengen das für das Leute viel Rap lauschen auch für allem die jungen Musiker lauschen viel Rap drin da fließt es zusammen und schmengen das geht immer mehr zu einer Masse an bis das halt ja voilà. Also schmengen so kann ich vielleicht nicht so schmengen geht immer mehr populär ja Cool. Und ja, ich meine, das ist ein guter Aufschluss. Ja, wieso in dir dann Filmus? Merci. Filmus, merci, dass du mich gefreut hast. Das hat extrem Spaß gemacht. Merci dir. Alles Gute für die Zukunft. Merci gleichfalls. Merci, ja, bleibt all gesund. Und noch viel schöne Konzerte. Ja, merci, genau. merci. Na ja, dann ciao für nächstes Jahr. Ciao. 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 Bis demnächst.